Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 21. Folge von Swiss Info Fast Switzerland. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Das liegt daran, dass wir eigentlich Interviews machen wollten, aber wir keine Leute gefunden haben und so auch kein Swiss Info eingeplant haben. Darum sind wir halt erst jetzt die Swiss Info, dafür mit ein bisschen mehr Themen als sonst. Auf der ganzen Welt sieht man ja Werbung von YouTube-Videos. Und es ist offenbar der seltene Fall eingetreten, dass eine Werbung, die aus der Schweiz kommt, jetzt auch ganz weltweit zu sehen ist. In der Werbung zu sehen sind Schweizer Kleinkinder, denen Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel: Fühlst du dich beschützt oder beschützt dich die Papi oder was auch immer? Und das Ganze kommt wirklich sehr herzig daher. Wer aber den Clip bis am Ende anschaut, merkt, dass es von Zürich, Schweiz, also einem Versicherungsunternehmen kommt. Warum zeigt jetzt ein Versicherungsunternehmen denn bitte schön Kleinkinder? Der Trick dahinter ist natürlich, andere Eltern, die ebenfalls Kleinkinder haben, anzusprechen und die vielleicht dazu zu bewegen, auch eine Versicherung bei dieser Versicherung abzuschließen. Eine Versicherung bei einer Versicherung abschließen. Ich glaube, korrekt wäre, eine Versicherung bei einer Versicherungsgesellschaft abzuschließen, aber das ist jetzt gerade so lustig, dass ich es einfach ins Video nehme. Also gut, wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, bei den Älteren, die ja sie sollen angelegt werden. Heute ist nicht gut mit der Sprache. Bei den Älteren, die angelegt werden sollen, dadurch, dass man ihnen eben die Kinder zeigt. Und was bringt denn das der Versicherung? Ach so, ja, aha, ja gut, dann sage ich natürlich gar nicht, ja. Vielleicht sollte ich sogar wirklich nicht sagen, weil Versicherungen und Banken machen einen erheblichen Teil der Schweizer Steuereinnahmen aus. Andererseits hat man gerade wegen denen, speziell wegen den Banken, eben einen nicht so guten Ruf. Viele reiche Ausländer deponieren ihr Geld in der Schweiz, sodass die Regierungen von ihrem Herkunftsland nichts darüber wissen und sie das auch nicht versteuern müssen. Vor etwa 5 Jahren hat sich das dann langsam aufdecken. Viele von diesen Steuerhinterziehern sitzen jetzt im Gefängnis oder sind aus ihrem Herkunftsland geflohen. Und das hat natürlich den Ruf von unseren Banken erheblich angeknackst. Ist ja ganz klar. Und wie steht ihr dazu? Findet ihr, es ist gut, eine Bank soll die Gelder vom Ausland annehmen und sich nicht groß darüber informieren und dafür saftig Steuern zahlen an uns? Oder findet ihr, wir sollen doch auch mit den Banken ein bisschen mehr auf unseren Schweizer Ruf schauen, dass wir nicht mehr als Steuerparadies gelten? Einfach ab ins Kommentar. Kommen wir zu einem anderen Thema. Hui, das ist irgendwie recht bescheiden. Da macht es mir fast schon neidisch auf gewisse andere Pokale. Zum Beispiel auf den Schweizer Fußballmeisterschaftspokal. Basel dürfte den jetzt sogar behalten, nachdem es die Meisterschaft 6 Mal in Folge gewonnen hat. Entgegen meiner ersten Vermutung ist Basel aber nicht der erste Schweizer Club, der so einen Pokal für immer bei sich behalten darf. Auch GC, Zürich und IB haben schon solche Pokale bei sich. Mal ganz ehrlich, natürlich ist es schön, wenn so ein Teil im Museum landet und für jedermann sichtbar ist. Aber es ist doch irgendwie auch toll, wenn du als Spieler weißt, ich stemme jetzt einen Pokal in die Höhe, was schon vor 100 Jahren andere Spieler in die Höhe gestemmt haben. Andererseits sind Pokale aus diesen Zeiten vielleicht auch nicht für so krasse Meisterfeiern wie heutzutage gemacht. Vielleicht würden sie sogar eher kaputt gehen. Andere aktuelle Pokale scheinen aber auch eher nur für die Vitrine gemacht worden zu sein. Zum Beispiel ist bei der Davoser Meisterfeier der Eishockey-Pokal kaputt gegangen. Gut, das kann ja mal passieren, es ist eigentlich nur ein Pokal. Okay, wechseln wir schon wieder das Thema. SBB hat ihre neue Dienstkleidung vorgestellt, die ab dem Jahr 2016 in den Zügen erscheinen soll. Dann wird das Personal so angezogen sein. Es hätte schlimmer können sein, aber wieso muss es ein roter Kragen sein? Einfach Uni, das wäre doch viel besser gewesen. Sollte das irgendeine Assoziation mit dem Schweizer Kreuz sein? Wenn ja, mich hat es eher an das erinnert. Die Reaktionen sind sehr gespalten. Die einen feiern den Anzug, die anderen finden so wie ich. Aber für das gibt es Kommentarfunktion. Diskutieren über den Anzug und wir sind eigentlich kein Modeverein, aber machen es einfach trotzdem. Und jetzt kommt schon wieder ein neues Thema. Was ist denn heute los? Ist das Schnelldurchlauf? Und als zweitletztes Thema noch eins, das uns Jugendliche betrifft. Ja, auch wenn man es nicht vermuten würde, ich bin auch ein Jugendlicher. Okay, das ist beschränkt lustig gewesen. Immer mehr Erwachsene und ältere Leute beschweren sich schweizweit, dass die Jugendlichen doch zu laut sind. Viele Jugendliche würden nämlich am Tag durch und bis spät in die Nacht auf öffentlichen Plätzen laut Musik hören. Für das setzen sie zum Teil sogar Mischpult und Soundboxen mitnehmen, sodass es wie in einer Disco tönt. Das sorgt bei den anderen Generationen für Unmut. Ich kann es gewissermaßen nachvollziehen, weil man möchte ja schlafen und Discos und so weiter gibt es ja an sich auch in geschlossenen Räumen. Andererseits finde ich gewisse andere Einschränkungen, die die alten Generationen fordern, zum Teil einfach nur lächerlich. Letztens habe ich mich im Sport ein bisschen verletzt und habe so ein Velobillet lösen und bin mit dem Velo ins Tramli gegangen. Das Tramli war aber ziemlich voll, es hat aber noch Platz für das Velo, aber nachher sind noch ganz viele neue Leute dazugekommen und es ist wirklich eng wie in einer Sardinenbüchse geworden. Dann hat mich so eine alte Pensionierte angefangen zusammenschiessen, weil ich mit einem Velo da sei, warum ich denn nicht fahren kann. Naja, ich habe eben die Sportverletzung. Er hat mich sogar zuerst nicht mal aussteigen lassen an der Haltestelle. Dann habe ich ihn aber freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich später seine AHV zahlen werde
und er gefälligst still sein soll. Das ist natürlich eine Antwort, die genauso fehl am Platz ist, wie dass er mich nicht rauslassen wollte. Ja, was will ich machen? Aber zurück zu den Soundboxen. Was meint ihr? Ist es zu hart, alte Leute mit 120 Dezibel beschallen zu lassen? Oder findet ihr, das ist einfach ein Teil von der heutigen Kultur und man soll sich damit arrangieren? Einfach ab in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zum letzten Thema. Das geht jetzt um Ask Switzerland. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, indem ihr sie unten in die Kommentare schreibt und ich werde sie demnächst in einem Video beantworten. Und das ist schon wieder mal gesehen mit der 21. Folge von Swissinfo. Ich freue mich schon aufs Schneiden bei so vielen Themen und damit... Having got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. We're living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.